Meine Damen und Herren, es ist wieder soweit. Der beste Gaming-Podcast von der Schweiz geht in die nächste Runde. Und zwar sind wir wieder da mit Buffgrid Loot, der Folge 67. Steffi und ich haben es vorgenommen, das mal richtig auf den Putz zu hauen. Denn unter anderem Themen sind Tekken 8, das Fighting Game, kehrt zurück, dann der Lego-Entwurf zu Final Fantasy, GTA 6, wo eine Map könnte geleakt worden sein. Steffi mit einer Vorschau auf die Game Awards 2023. Und ein Crit-Thema haben wir heute Dave the Diver. Ist das noch ein Indie-Spiel? Zusätzlich noch ein bisschen Loot, wo wir am Cyber Monday und in dieser Cyber Week noch werden haben. Viel Spass, habt mich fest, jetzt geht's los. Juhu! Also, dann würde ich sagen, kannst du gut anfangen. Nein, aber hey, schön, bist du wieder da. Letztes Mal hat ja der Cyril für den einspringen, oder dürfen einspringen. Das war übrigens auch super gewesen. Er hat das wie immer gut gemacht an dieser Stelle. Dann mach's doch mit dem Cyril. Nein, ja, einfach an dieser Stelle eben nochmal schnell ein Kränzchen mach's mit dem Cyril. Komm, es ist okay. Wirklich, ich hab's gemerkt. Cyril, ich bin nicht mehr wünscht. mich. Ich habe nur gesagt, er hat es gut gemacht. Nicht, dass er es besser gemacht hat als du. Nico, du bist unersetzbar, das weißt du doch. Ja. So, aber gleich, fahr, Tekken, los. Gut, was auch unersetzbar ist, ist das beste Fighting Game auf dieser Erdkugel im Fall. Und zwar Tekken 8. Also Tekken an und für sich. Steffi, nur ganz schnell, bevor ich da in meinen Beitrag starte. Was hast du für Berührungspunkte mit Tekken? Für eine Skala von 0 bis 1, 0. Nein, von 1 bis 8 tatsächlich. Minus 10. Okay. Also gut. Es ist ja so. Fighting Games waren in meinem Leben schon immer ein Thema gewesen. Ich habe es immer cool gefunden. Ist auch tatsächlich, sind ja tatsächlich die Games, wo ich immer besser bin drin. Als andere. Und das sind die einzigen Games, wo ich besser bin als andere. Darum habe ich die viel gespielt. Neben Tekken natürlich auch noch ein bisschen Mortal Kombat und wie heisst das Street coole Fighter. Game mit den ja, genau, das mit den Schwertern auch noch, das, wo man noch mit Waffen kämpft. Soul Calibur, genau, Soul Calibur. Okay. Wenn das jemand Smash kennt, hast du auch gespielt? Ist ja eigentlich auch... Smash. Smash. Ja, Smash. Nein, ich würde Ender Pass. Nein, ich habe es auch gespielt, ja, auf jeden Fall. Bis die neuen Controllers rauskommen von Switch. Ist ein bisschen schwierig gewesen. Aber auf dem Gamecube habe ich Smash geliebt. Und ja, natürlich eben das Street Fighter, das habe ich aber weniger viel gespielt. Und eben vor allem Tekken. Also Tekken habe ich wirklich auch viel gespielt, also Kampagne und nachher auch die Endlos-Modi. Und nachher habe ich aber herausgefunden oder gemerkt, oder bin mit jemandem in der Band gewesen, tatsächlich. Jemand hat mit mir zusammen in der Band gespielt, er war Gitarrist eine Zeit lang bei uns, wo wir noch mit Karmas unterwegs waren. Und das war der Janti gewesen, oder besser bekannt als Jardi-san. Einer der besten Tekken-Spieler in der Schweiz. Nach dem Kira. Und der hat tatsächlich mir dann mal gezeigt, wie weit man gehen mit dem ganzen Tekken-Ding. Und wie krass man kann werden. Und dann habe ich mal so ein bisschen gegen ihn gespielt. Und ich weiss noch, ja, einmal gewonnen. Einmal habe ich gewonnen von etwa 11 Matches, wo ich wirklich richtig auf den Sack bekommen. Aber das Lustige ist eben, er hat den gleichen Lieblingscharakter wie ich. Also sein Main ist der gleiche Charakter wie meine. Und das ist der Huarang. Das ist sagt man nicht. Mein Lieblingscharakter. Das ist ein Dude, der eigentlich nur mit Kicks kämpft. Und der ist einfach absolut top-notch. Ich spiele nur noch den. Jetzt kommen wir zum neuen Game Tekken. Hey, Moment, schnell. Ich habe schnell eine kleine Zwischenfrage. Und zwar, tust du wirklich gezielt Tastenkombinationen nutzen oder machst du Button-Smashing? Also ich glaube erstens, es heisst Button-Mashing, nicht Smashing. Smashing. Ich glaube, es heisst Mashing. Du tust Smashen, du tust ja Smashen. Ich habe es aber auch immer falsch gesagt. Ich glaube, es heisst wirklich Mashing. Ernsthaft? Aber, okay. Aber ja, es ist, du weißt,
Mach mal deine Nachforschungen, Steffi, anstatt da ging. Weißt du, wir haben schon vorher den Fall gehabt mit dem Izumi, hä? Den hast du auch vergeben, den hast du auch gemerkt. Da Also, bin ich aber nicht die dass du da Einzige gewesen, hä? Da bin ich die, nicht die falsch, Einzige gewesen. die falschen Informationen da an unsere Community gehst, rausbitten, do your Ey, ich wollte knowledge. eigentlich nur überprüfen, ob ihr alle auch mitdenkt oder einfach blindlings und Ja, ganz dope alles glaubt, was ich euch sage. Gut, also, jetzt. Ist ein bisschen speziell bei diesem Game, das stimmt. Also du kannst als komplette, wir nennen das Mr. X, man nennt das glaube ich auch das Mr. X Phänomen. Und zwar, wenn jemand kommt, der einfach niemand kennt und auch das Game nicht kennt und nachher aber gegen jemanden gewinnt, der es schon mega lang spielt, dann redet man immer davon, dass das halt ein bisschen mehr auch ist als nur Zufall, sondern ja, es hat halt damit zu tun, dass gewisse Anfängerglück. Sachen ja, oder dass gewisse Sachen nur aktiviert werden, wenn man die richtige Kombination drückt und wenn du halt mit einer Unwillkür oder Willkür auf die Taste reinbretschst, dann drückst halt manchmal ein paar Per Kombinationen, wo der Zufall sonst das Richtige. genau, wo der sonst gar nicht würde in den Sinn kommen. Also, in dem Moment, ja. Also, es gibt viel auch ich bin so gewesen, als ich angefangen mit dem habe ich glaube ich gegen jemanden gewonnen, wo mir's gezeigt hat und der ist dann richtig hässig geworden. Oh nein, sicher voll Und frustriert mit gewesen. und mit No. mit dem musst du echt recht mit diesen Games. Es ist, du kommst Ja, rein und, du spielst einfach, du spielst ein Game, wo's halt darum geht, recht viele Tasten gleichzeitig zu drücken und sehr schnell zu drücken. Aber im Tekken ist es halt mit dem nicht nur gemacht, oder? Also, was man sehr schnell lernt, ist im richtigen Moment blocken, im richtigen Moment kontern. Sidesteppen ist etwas für die absoluten Pros. Also, Sidesteppen heisst, du tust wie zweimal den Bumper so drücken und dann tut die Charakter wie, einmal auf die Seite steppen. Du musst dir vorstellen, man steht ja vis-à-vis voneinander und nachher dreht man sich aber eigentlich wie in einem Kreis umeinander um. Das heisst, du kannst entweder rechts oder links sidesteppen und entweder kommt der Gegner mit oder er geht in die andere Richtung und so kannst du auch gewissen Attacken ausweichen. Also, es hat da, solid. ähm, es hat da recht viel so Da ist eine Taktik dahinter. Mechaniken dahinter, ja, genau. Krass. Das heisst übrigens Virtual Ethics, das Team, wo in der Schweiz recht viel Spielen ist. Ich glaube, der Hauptsitz haben sie in Deutschland, aber die sind auch viel bei ihrer Europe Lounge haben die Events, wo sie einfach Tekken spielen. Und das ist wirklich noch interessant, das kann ich jedem mal empfehlen, dort mal zuzuschauen, weil das ist echt viel ein grösseres Ding, als man denkt. Kommen wir jetzt aber schnell zu Tekken 8. Wirkt auf mich wieder wie jedes Tekken vorher natürlich. Man verändert hier nicht der Running System, wo immer funktioniert, oder? Man findet das Rad nicht neu. Aber was richtig cool ist, ist, sie haben 32 neue Kämpfer, die kommen. Das ist richtig viel. Also Also komplett wirklich. neu oder auch übernommen von vorherigen Games teilweise? Nein, natürlich, also neu, Schon, oder? komplett neu nicht. Nein, das sind Aha. immer, also das darfst du schon gar nicht machen, weil das sind Gell? teilweise Legenden, Ja, gell, eben, die hätte ich darfst mir du eben auch nicht, gedacht. So, hä? die darfst du nicht ersetzen. Aber es hat halt Zeug dabei, oder es hat halt Charaktere dabei, die früher legendär waren, wie zum Beispiel der Panda ist wieder dabei. Das ist richtig geil. Also der Panda ist wieder am Start und der Panda habe ich auch geliebt zum Spielen, das ist super. Also ist es wirklich ein Ähm, Panda? ja, es ist ein Panda. Ja, Ja, wie ja, es ist ein geil! Panda. Ja, es Ja, ist ein da ist Panda er! So und es gut. gibt auch noch den Bär, gibt's auch noch. Also es gibt Bär und Panda. Ich glaube, es Mhm. gibt beide. Ja, genau, es gibt beide. Und die Alicia ist wieder dabei. Das ist back in the days. Habe ich mal eine Partnerin gehabt, die Alicia Main gespielt hat. Aha. Und das ist eben richtig schlimm gewesen, weil die ist, sage ich es hoffentlich richtig, heißt sie Alisa? Bin mir nicht mehr sicher, Alisa, glaube ich. Auf jeden Fall, sie ist ein Cyborg und sie hat so, sie hat tatsächlich so die Sagen, die mechanischen, wie sagt man denen? Motorsage. Genau, danke. Die Bitte? Motorsagen, wo sie, wo sie aus den Hängen kann lassen. Und dann hat sie Flügel und dann kann sie mit diesen Flügeln und Raketenantrieb auf den Gegner zufliegen mit Motorsagen aus den Armen und das ist so heftig. Weil Ew. sie sieht eigentlich aus wie so eine, sie sieht aus wie eine ganz hübsche Otaku-Frau mit kurzem Röckli und weißt so, aber sobald Mhm. sie loslegt, wird sie echt zur Killermaschine. Oh, krass. Und das ist richtig cool. Dann der Brian Fury ist dabei natürlich.
Der Devil Gin, der Normal Gin, aber der Devil Gin ist wieder das ist der Gin in Dämonenform mit Flügeln und Nice. Hörnern. Das ist immer sehr cool. Wer auch dabei ist, ist zum Beispiel der Martial Law, der ist einfach auch eine Legende. Immer. Das ist der eigentlich dem Jackie Chan nachher empfunden worden ist. Oh. Also er ist 1:1 Jackie Chan eigentlich. Und als der ist mal ein Kollege von mir an die Fantasy Basel gegangen, also wirklich das beste Cosplay, das ich je gesehen habe. Das war wirklich richtig gut gewesen. Dann ist der Shaheen ist wieder dabei, ist ein arabischer Fella, der sehr, sehr coole Angriffe auch kombiniert mit Sand kann machen und so. Yoshimitsu ist wieder am Start, der ist sowieso eine Legende. Ist übrigens, glaube ich, auch der einzige Charakter, wo man in anderen Games auch findet. So viel mir ist, habe ich den auch schon in anderen Games gesehen, nicht nur im Tekken. Der Yoshimitsu ist irgendwie so ein bisschen überall. Aber Huarang ist wieder dabei, also mein Favorite, der ist der geilste. Dann der Jack 8, das ist ein Roboter. Der King, das ist der Wrestler mit dem Leopardenkopf. Das ist auch eine sehr coole Figur, auch zum Spielen, ist sehr, sehr cool. Der Leo ist dabei, das ist eher ein bisschen dünnerer, feminin aussehender Dude, der aber ultra starke Attacken hat. Nina Williams, sehr sexy. Reina ist wieder dabei, Zafina ist dabei. Also es hat wirklich, man findet auch alles, was man liebt in diesen neuen Charakteren. Zudem ist auch noch so ein bisschen etwas geleakt worden, über was drinnen wird sein im Game selber, also Inhalte, eben neben Multiplayer, wo ja ganz klar hier der Fokus drauf ist, gibt es den Arcade Quest Modus, wo wieder eine Einzelspielerkampagne ist, wo man sich langsam so ein bisschen die Grundkenntnis vor Unreal 5 Engine von dem Spiel auch reinfuchst, weil das ist ja das erste, ich glaube, das ist das erste, wo jetzt auf Unreal 5 ist. Und das Nice. ist natürlich dann schon mal ein Unterschied noch. Mhm. Und was das Gameplay anbelangt, haben wir ein Heat-System bekommen. Also es wird ein Heat-System geben, das in den Kämpfen noch für aggressivere und taktischere Action sorgt. Das heisst, man kann noch viel, wenn man es wird so eine Heatbar geben, habe ich das Gefühl, wenn man den auflädt, kann man sich mega reinsteigern und noch stärker werden. Also das ist das, was wir schon kennen, aber man braucht auch nicht mehr bei einem Tekken, bin ich ehrlich, Steffi, weil das ist genau das, was du willst. Du willst Charaktere neu empfunden, du willst bessere Grafik, du willst neue, vielleicht neue Schläge, neue Kombos, aber du willst nicht, dass das ganze Game neu erfunden wird. Das ist nicht die Idee. Ja, Und fair. natürlich gibt es auch noch 100'000 Anpassungsmöglichkeiten, wo man seinen Charakteren kann einen Hut aufsetzen oder ein Blümchen in die Haare stecken. Oder, also die japanischen Entwickler haben da immer Ja. sehr, sehr komische Ideen. Also ich muss dir sagen, Ja. das merke ich wirklich in diesen Games immer wieder. Du kannst dir irgendwie einen Hotdog an den Rücken binden aus so Scheiß. Also es ist wirklich, ja, nein, es ist wirklich nicht mehr normal. Es ist wirklich so Zeug, warum würde man das machen? Aber sie machen es halt einfach. Also, Wieso? ja, also ich Oh weiß mein es doch auch nicht. Gott. Und es wird auch wieder Tekken Ball geben. Das ist eine Art Kampfvolleyball. Und das hat es im Tekken 3 schon mal gegeben. Und Hey, dann kannst nein. du gegeneinander Volleyball spielen. Mit den Mit den Tekken-Charakteren. Tekken-Charakteren, ja. Kannst du dann dein Team zusammenstellen oder ist es 1 gegen Ja, 1? ich denke, du kannst dein Team Oh zusammenstellen. mein Gott. Und eben, wer mehr will, wissen, der kann direkt bei Tekken 3 mal schauen oder googelt einfach mal ja, Tekken Ball. Dann findet ihr das. Genau. Ja, geil. Genau, ja. Und mit dem ganzen gehen wir in etwas anderes Fantasievolles rein. Steffi, Überleitung zu dir. Was hast du da Fantasievolles für uns? Hey, im Fall, leider Gottes, habe ich feststellen, dass News an sich zwar cool ist, aber doch nicht ganz so cool für alle anderen. Also für dich ist es cool, oder Nein, was? nein, ich glaube, für Final Fantasy Fans ist es mega cool, für Lego Fans ist es mega cool. Aber als ich darum die Schlagzeilen gesehen habe, bin ich davon ausgegangen, dass es um ein neues Lego-Game handelt. Der Titel war Lego-Entwurf zu Final Fantasy VII. Und ich natürlich so, es gibt ein neues also ein neues Lego-Game mit Final Fantasy VII. Und dann hat sich herausgestellt, dass es einfach ein Ding ist, eine Figur, also so eine zusammengesteckte, ja, eine echte Lego-Klemmbausteine-Set-Figur. Okay.
Und, aber das ist wirklich also wirklich Square Enix hat das selber gepostet auf Twitter. Und es basiert auf einer Szene, wo also aus dem Remake natürlich, also relativ früh im originalen Final Fantasy 7. Aus ein Ereignis, das sich in Midgar abspielt. Und zwar dort, wo der Cloud mit so einem Motorrad, mit der Harley Daytona aus dem Shinra-Gebäude rausschießt, rausspringt. Und anschließend dann die rasante Verfolgungsjagd sich gibt. Und ja, es ist aber leider so, es ist ein Fanentwurf. Oh. Heisst, es gibt es nicht mal zum Kaufen. Ja, aber, sind wir ehrlich, es gibt mittlerweile so viele Schnittmengen zwischen Lego und Gaming. Also ich meine, wir haben ja auch... Kannst du bitte aufhören zu tippen, Nico? Du hast es am Anfang schon gesagt. Es Ja, ist Entschuldigung, fucking auf jeden laut. Fall. Danke. Ja, jetzt hat sie mich ertappt. Entschuldigung. Ich denke, vielleicht merke ich es selber. Mach Aber ist weiter. gut. Ja, ich habe es gemerkt, ja. Es gibt ja zum Beispiel von Lego Shots Horizon Set, es gibt von Star Wars gibt's, glaube ich, diverse Sachen, vor allem aber auch Zusammenschluss allgemein mit den ganzen Lego Games und so weiter. Also es könnte durchaus sein, dass sie mal gefunden haben, wir machen mal einen kleinen Entwurf und schauen mal, wie es so ankommt bei den Fans und eventuell gibt es ja vielleicht dann mal etwas. Also so ein bisschen das Heissmachen von den Fans. Von dem her, ja, wer weiß. Was man ja noch wer gerne weiss. macht, oder? Ja, was, absolut, ja, absolut. Genau. Ja, Harry Potter, genau, gibt es auch. Lego-Spiele, die so ganz geil waren. True that. Ja, aber einfach so schnell kurz einwerfen, dass da etwas am Brauen ist wahrscheinlich. Muhahaha. Das klingt sehr, sehr cool. Wäre eigentlich aber wieder wie mal gesagt, etwas für einen Klemmbau-Stream, oder Cyril? Ja, wenn der Cyril da ist und zulässt. Ja. Naja, also es gibt es ja nicht offiziell, von dem her leider keine Nein, wir Chance. müssen, ja. Und du Solange es weißt, ein wie das ist, gell, mit Fanentwurf so, ist. Ja, ja, mit so Fansachen, aber da genau. ist, je nachdem, wie unchill das der Hersteller reagiert, ist das aber schwierig. Ja, das ist genau so. Ja, also, aber du hast noch etwas drin geschossen, wo ich überrascht war, dass es plötzlich drin ist. Aber ich habe es noch gesehen, also erzähl. Habe ich noch etwas drin geschossen? Ja, GTA ich 6. weiß natürlich auch genau, von was Plötzlich du kommt redest. es Ja, random genau. um die Ecke. GTA 6. Aber schon nur Mini-News. Nur Mini-News. Ja, Mini-News nehmen wir auch gerne. Mini-News. Nehmen wir auch gerne. Mini-News über eine nicht so Mini-Map tatsächlich. Man vermutet, dass die GTA 6 Map noch einmal grösser sein wird als die im 5. Und zwar hat sich ein Reddit-User aus all diesen Leaks vom September 22 eigentlich eine Karte zusammengebastelt, wo jetzt eigentlich wirklich ein bisschen aussieht, und das hat man ja auch schon angekündigt, oder man hat es aus Versehen geleakt, wo wirklich ein bisschen aussieht wie Vice City damals, also damals GTA Vice City, aber halt noch grösser, also noch einmal grösser, und er hat dort die Map von San Andreas dazugelegt und sie ist deutlich grösser als die Map von San Andreas. Aha. Er hat dort verschiedene Annahmen getroffen, wo was wird sein, und es sieht wirklich ein bisschen aus wie eben das Miami-Flair, das Florida-Flair. Es sieht ein bisschen aus wie Florida tatsächlich. Warum ich das weiss, ich bin geografisch sehr schlecht, aber ich war erst gerade in Florida gewesen, darum weiss ich ein bisschen, wie das aussieht. Und dort muss man halt sagen, das macht dem schon ein bisschen gickerig auf das Game, weil je mehr Grösse, je mehr Je mehr Maps Grösse. genau. Je grössere Map man hat, desto mehr Orte hat man zum Hergehen und zum Entdecken und zum Scheissdreck machen, so wie man im GTA halt macht. Oder? Weil GTA ist ja wie Hausaufgabe, man hat eigentlich etwas zu tun, aber macht immer andere Shit. Und ich habe das gesehen und ich dachte, ich nehme das rein und informiere euch, ihr könnt noch mehr drauf freuen, weil es riesig sein und sie wird cool sein und es wird wieder Vice City Thema sein. Und das freut mich persönlich natürlich auch, weil das ist das beste GTA gewesen, von mir aus gesehen. Vice City, einfach das Beste im Hawaii-Hemli, auf dem Mofa rumdüsen und dazu so Disco-Music pumpen, das ist einfach das Beste. Beste.
Habe ich ewig können machen, wirklich. Nice. Und dann aus Versehen jemanden umfahren und wenn dann auch noch etwas sagt, Oh aus Versehen no! schießen, oh ja, das sind GTA-Vibes. Da kann ich nichts Oh machen. no! Ja, ja, ja. Ich kann mich noch Okay. gut an die Situation erinnern, als ich das erste Mal GTA gespielt und mein Bär ist ins Zimmer gekommen und hat gesagt, dass ich im GTA spiele. Also er hat keine Ahnung, was das für ein Game ist. Mein Bär ist ins Zimmer gekommen. Und ich bin durch eine Fußgängerzone Menschenmenge. gefahren mit dem Cadillac und Mhm. habe dort halt die Fußgängerzone vielleicht ein bisschen reduziert auf Fußgänger. Und ja, mein Bär hat dann umgehend die Ausschalter-Taste gedrückt und gefunden, das spielst du nicht. Das ich, ja, so ist meine GTA-Geschichte gewesen. Ich habe es dann auch eine Zeit lang nicht mehr gespielt, das Game. Ja, genau. Oh So viel zu je. dem. Steffi, erzähl uns etwas über Hey, Game nein, warte Awards. schnell. GTA 6, einfach als kleiner Reminder, am 3. Dezember sollte anscheinend der offizielle Trailer zu GTA 6 kommen. Sind wir ja dann gespannt. Können wir ja dann nächstes Mal darüber reden. Sind wir wirklich gespannt, ja. Mhm. Und ja, Sind wir genau. wirklich gespannt. Jetzt, am 7. Dezember, also 4 Tage später, vielleicht kommt er auch einfach am 7. Dezember. Das könnte eben auch noch sein. Aha. Weißt, am Game Award also machen sie ja ganz oft auch so, also wo sie neue Games vorstellen, so Preview-Trailers, so Sneak Peeks oder so kleine Teaser, was sie aber vorstellen. Vielleicht tun sie auch dann der GTA 6 Trailer zeigen. Das kann natürlich auch sein. Es könnte auch sein, ja. Mhm. Oder er kommt effektiv am 3. Ja, 4 Tage später kommen dann die Game Awards, wo sicher auch wieder viel vorgestellt wird. Also ich glaube, nächstes Mal haben wir sehr, sehr viel zum Reden. Ich glaube, World Premiere, stimmt, kommen auch ganz, ganz viel. Ja, das ist ja so. Aber ja. World Premiere, von wem hast du jetzt das gehört, Steffi? Jetzt komme ich, also wir sind, hat er jetzt eine Stimme geschickt? Natürlich haben wir bei uns im Chat, wo natürlich den Podcast nicht gut. sieht, wo sie natürlich okay. nicht schauen, sondern nur hören okay. und es eben aus diesem Grund eigentlich nicht erwähnen, wo es absolut irrelevant ist. Aber Hauptsache, der Nico muss noch wieder alles besser wissen. einfach. Alles gut. Aber ja, es ist tatsächlich so, dass so an Game Awards Shows immer mal wieder die Weltpremieren gezeigt werden. Das ist ja so. Genau. Jetzt hat der Chat das Gefühl, es ist irrelevant. Ja, das ist jetzt deine Schuld. He? Bravo, Ja, Nico. das Das haben wir jetzt dir zu verdanken. Klar, jetzt ist es meine Schuld. Ja. Oh mein Gott. Ja, wenn du das nicht angesprochen hättest, wären wir nie auf die Diskussion zu reden gekommen. Das ist ja so. Genau. Okay. Aber genau, Game Awards. Am 7. Dezember ist es soweit. Also man kann jetzt schon nominieren, tatsächlich. Und ich bin mir die Nominierten mal so ein bisschen anschauen, beziehungsweise wer das... wo ist jetzt das? Das ist verschwunden. Ah, hier, nominiert. Genau, hier. Es hat verschiedene Kategorien. Ich glaube, 1 oder 32 Kategorien hat es total. Natürlich die klassischen Game of the Year, Best Game Direction, Best Narrative, Best Art Direction, Best Score and Music, Best Audio Design, Best Performance. Was wir auch wieder haben, sind Innovation in Accessibility, was ich immer sehr, sehr cool finde. Also Zugänglichkeit für körperlich, ich sage jetzt Also mal, Barrierefreiheit eingeschränkte, eigentlich. genau, Menschen. Ja. Games for Impact finde ich auch immer sehr cool. Und was wir auch haben, sind auch Sachen wie Best Ongoing, also welches Game läuft seit Jahren am besten. Best Community Support auch immer sehr, sehr cool. Best Independent Game, also welche Indie-Games, da kommen wir dann im Crit-Thema nochmal kurz drauf zu sprechen. Best Debüt Indie-Game haben wir auch. Also für Indie-Games gibt es total 2 Kategorien. Best Mobile Game haben wir, Best VR AR, Best Action Game, Best Action Adventure, Best RPG, Best Fighting, Best Family. Dann haben wir Best Sim oder Strategy, Best Sports and Racing, Best Multiplayer, Best Adaptation ist zum Beispiel Verfilmungen, beziehungsweise wo werden Games in ein anderes Medium verwandelt. Also was ist da am besten umgesetzt worden in ein anderes Medium, eben in einen Film, eine Serie oder was auch immer. Da gibt es ja verdammt viel. Ja, aber 1 oder 32 Kategorien sind ja. Most Anticipated Game, also welches Game wird am meisten erwartet. Content Creator of the Year, also wir haben noch ein paar Persönlichkeiten, aber das sind ja meistens Amerikaner, die dort ausgezeichnet werden. Best Esports Game, dort sind immer die gleichen nominiert, also dort ist immer irgendwie so das Gleiche.
Best Mhm. E-Sports Athlete, Best dann sind auch E-Sports-Coach, ja, also ja, come ja, on. Also, Best E-Sports irgendwie ist es ein Team, bisschen gesucht. Best Also, E-Sports Event. Ja, also die ganze E-Sports Geschichte ist auch wieder voll am Start. Das ist es so. Best of Best, genau. Best of Best, so sieht es aus. Und tatsächlich, ich bin ein bisschen schauen, was mich so ein bisschen wundern hat, wer alles nominiert ist und wirklich rausgestochen hat Baldur's Gate. Hey. Baldur's ja, Gate 3 natürlich. Ja, natürlich. ist Ja, natürlich. 8-mal natürlich. nominiert. Ja, ist 8-mal! klar. Ist sogar zu wenig. Ist sogar zu wenig, wenn du mich fragst. Nein, Es ist 10, ein 12, bisschen, 13. es ist ein bisschen so wie Dings God of War Ragnarök letztes Jahr ist ja irgendwie auch 8 oder 9 Mal nominiert gewesen. Und es hat Ja. auch sehr oft gewonnen tatsächlich. Also es ist sehr lustig, ich bin sehr, sehr gespannt. Bin ich wieder runtergerutscht. Ja, siehst du jetzt. Aber Spider-Man 2 ist 7-mal nominiert. Das hat im Fall irgendwie... Also ich weiss, dass viele Leute gesagt haben, Spider-Man 2 sei ein richtig ein gutes Game gewesen. Und es hat mich mega Spider-Man. gefällt, ja. Aber irgendwie hatte ich es nicht so auf dem Schirm gehabt, dass es gerade 7-mal nominiert wird. Momo ist schon gut. Ist es Schon so? gut. Okay, Ja, krass. schon gut. Ja, also hast du das Let's Play vom Troy nicht geschaut? Nein, ich bin nicht dazu gekommen, leider. Nein. Ja, also musst du schauen, wie der Oli dort umschwingt. Also, Ja, ist aber anscheinend schon schwing geil. Ich habe dein es schon 2-3 Mal gehört, dass es aber schon recht geil ist. Aber so geil hätte ich aber nicht erwartet. Aber ja, in dem Fall. Crazy. Ja. Tears of the Kingdom ist 5-mal nominiert. Super Mario Bros. Wenig. Wonder ist auch 5-mal nominiert. Und sogar Hi-Fi Rush ist 5-mal nominiert. Hi-Fi Rush, ich weiß nicht, vielleicht mag ich dich daran erinnern, ich habe das dann mal, was rausgekommen ist, gestreamt. Bei uns auf dem Twitch-Channel. Das ist ein sehr... Hi-Fi Rush. Hi-Fi Rush. Ah, Hi-Fi Rush, ja, ich weiß was. Ja. Das ist mit dem Dude mit der Gitarre, Ja, oder? also ja, Auf der Rücken. es ist Weißt so du, im Cartoon-Style. Es ist ein rhythmusbasiertes Action-Game. Es ist eigentlich wirklich noch witzig. Ja, genau. Ja. Ich habe es nie mehr weitergespielt nach dem Stream, wo ich nie mehr dazu bekomme, aber es ist eigentlich wirklich noch cool. Ja, aber und wie gesagt, wenn ich es so anschaue, Steffi, ich muss jetzt auch ganz ehrlich sein, es hat mir ein bisschen zu viel Best-Sachen. Wir hätten Es ist- sie auch ein bisschen kürzer. Also, Es ist ja auch ein Award. Es ist best in allem. Muss ja auch ein bisschen auseinandernehmen. ja, aber für mich ist es mehr awkward. So. Aber ja, weißt du mehr. Also, ja, sagen wir es so, in meinen Augen müssen die ganzen People Awards nicht unbedingt sein. Nein. Aber du, Nein. Aber da eben, vielleicht muss man dort etwas füllen, ich weiß es nicht. das könnte sein. Auf jeden Fall sind wir gespannt. Merci vielmals für den Einblick, Steffi. Ultra cool. Wir schwingen gleich zum nächsten Thema. Yes. Und zwar, ich habe es schon angesprochen, dass wir es im Crit nochmal ansprechen. Und wir sind jetzt im Crit. Es geht um Dave the Diver. Ja, Dave the Diver genau. ist als Best Indie Game nominiert. Und es hat Diskussionen ausgelöst noch und nachher. Nico, du hast Dave the Diver ja gespielt. Du hast es hure geil gefunden, oder? Du hast es mega gefeiert. Ja, aber es geht ja auch nicht. Ja. Also ich habe Dave the Diver sehr gefeiert, auf jeden Fall. Nicht als Es ist einziges, ein haben mega gutes Spiel. viel gefeiert, ja. Genau, es ist ein mega cooles Spiel, das so sehr viele Facetten hat im Spiel selber, dass man mehrere Sachen macht. Der Grafikstil ist cool, die Musik dazu ist cool, das Ambiente. Es ist ein Game, das man hersitzen und genießen kann. Du kannst so jemandem geben, der sonst nicht gamet. Man muss natürlich ein bisschen Introduction und so geben, aber sogar ein Mensch, der nicht gamet, findet das Game eigentlich mega interessant, weil du so viel kannst machen kannst. Mhm. Dann kannst du noch kochen, dein Sushi-Restaurant managen, die Fische, die du dort verkaufst, die fahrst alle selber, etc. Also, dass es ein gutes Spiel ist, da müssen wir nicht drüber reden. Nein, über das reden wir auch nicht. Genau. Und es genau. ist im Pixel-Look. Also es ist sehr pixelig gehalten, das Game. Und das Ding ist, dass vielleicht... Nico, bitte. Entschuldigung. Und das ist eben vielleicht gerade das Ding, dass eben die Mischung zwischen dem Vibe, den das Game hat und die Pixel-Grafik, dass es aufgrund von dem als Indie-Game nominiert worden ist. Weil, wenn man eigentlich schaut, wer das Dave the Diver entwickelt hat, dann ist es alles andere als ein Indie-Game. Und die Definition Indie-Game heisst ja eigentlich, es ist von einem Independent Entwickler Studio.
Genau. Ja, genau. Also von einem unabhängigen, von einem AAA-Entwicklerstudio unabhängigen, also unabhängiges Studio, wo kein fetter Publisher dahinter steckt. Also eigentlich eher kleine Teams mit kleinen Budgets, Genau. wo sich halt aber auch so ein bisschen etwas getrauen, wo man halt normalerweise schon vielleicht in den AAA-Titeln nicht würde machen, weil man das Risiko nicht eingehen will, dass es Leute nachher nicht kaufen. Darum lieber wieder so das Alt bewerten, zum 300'000. Mal wieder vorgrübeln. So wie bei FIFA zum Beispiel. Exactly. Also du meinst EA Sports FC. Zum Aber Beispiel, ja. was man eben dort, also was man dort zum Beispiel wirklich gemerkt hat, ist die Entwickler, wie heißen sie nochmal schnell sagen? Sie Die heißen Entwickler heißen Mint Rocket und das ist eine Mint Rocket, Tochtermarke. Das ist die von Tochtermarke. Nexon. Genau. Genau, das ist die Tochtermarke von Nexon. Das ist ein südkoreanischer Publisher. Und zwar nicht nur einer, sondern der grösste südkoreanische Publisher. Die haben allein im 3. Quartal dieses Jahr haben sie über 700 Millionen Euro Umsatz gemacht. Und wenn du natürlich so ein Studio im Rücken hast, dann kannst du das Game eigentlich gar nicht mehr Indie-Game nennen. Das ist ja nicht mehr Genau, unabhängig. genau. Also es ist Wo kein dann bist du Indie-Studio mehr. abhängig von Nexon, genau. Also sie sind eigentlich nicht Indie und Nein, gleich sie haben sich nominiert aber für auch ein Indie. distanziert. Das Das stimmt. Management Nexon hat sich sehr, sehr früh schon deutlich davon distanziert, dass Dave the Diver ein Indie-Spiel sei. Nur weil es Pixelgrafik ist, ist es nicht Indie-Games und irgendwie hat man langsam, also hat man irgendwie so ein bisschen das Gefühl, Ja. man verwechselt das aber ein bisschen irgendwie. Einfach der Look macht es halt einfach nicht aus, oder? Das langt wie nicht. Mhm. Gut, ich meine, viele Indie-Games haben ja halt allein vom Budgetrahmen, wo halt um ist oder eben nicht um ist, müssen sie halt auf eine sehr einfache Grafik zurückgreifen. Aber man weiss auch, dass es anders geht oder eben auch nicht. Also ich meine, ich sage es jetzt nur ungern, aber Gollum ist, glaube ich, so ein bisschen das traurigste Beispiel, dass es eben nicht immer funktioniert. Tatsächlich. Leider Gottes, ja. Und ja, dass man irgendwann dann auch mal so Patzer, sage ich jetzt mal, dann nicht mehr vergibt, wo Indie-Games ja eigentlich eher mal, ja, man verzeiht ihnen mehr. Man verzeiht ihnen einfach mehr, wenn es mal nicht gut läuft oder nicht so gut ist. Genau. Aber hast du gewusst, dass zum Beispiel Baldur's Gate 3 auch ein Indie-Game wäre, theoretisch, wenn man es so würde, ja. Wenn man es so würde ja, also ich weiß echt, dass Larian die haben ja schon Divinity 1 und 2 gemacht und ich glaube, die zählen als Indie-Studio nicht. Also, Sie sind unabhängig. ja. Aber was natürlich dort ist, ich meine, sie haben 450 Mitarbeiter und sie haben ein Millionenbudget. Und da ist halt dann schon irgendwann einmal die Frage, wo machst du die Grenzen? Also unabhängig heisst ja insofern nicht einfach... Also ja, aber das ist genau das. Du kannst dann auch nicht ein Baldur's Gate 3, wo 450 Leute daran gearbeitet haben und ein Millionenbudget hatten, nur weil sie unabhängig sind, kannst du sie wie nicht an einem Game gegenüberstellen, wo irgendwie 3 Leute daran gearbeitet haben. Und sie ein paar 100'000, Ja. wenn überhaupt ein paar Ja. 10'000 Franken Budget hatten. Ja. Darum irgendwie wird es langsam Zeit für eine neue Definition von diesem Genrebegriff Indie. Man Das müsste ist irgendwie mega. das mal Ja, ein das bisschen stimmt. Du hast mega. klären. Ist übrigens, und hier Side Note, ist übrigens in der auch so, wo es gibt ja in der Musik auch die Musikrichtung Indie. Mhm. Und das ist eigentlich ursprünglich genau aus dem entstanden. Und zwar ist das eigentlich jede Band gsi, die kein Major-Label hatte. Also nicht bei einem Major-Label unter Vertrag war. Und Mhm. heutzutage ist Indie eine Musikrichtung, wo man vielleicht, keine Ahnung, Portugal the Man würde dazu zählen oder wer ist so eine richtige Indie-Band? Sag schnell hier Foster the People oder weißt die All the other kids with the pumped up Ah, ja, kids. ja. Ah, das ist gut. Das ist so richtig Indie eigentlich. Mhm. Aber es ist so viel grösser, es wird so viel mehr als Indie bezeichnet, als eigentlich Indie ist. Dann braucht es wirklich eigentlich auch eine neue Definition. Es ist also in der Musik auch ein Problem mit dem Begriff. Okay. Ja, aber es ist halt wie so... Ja, wir müssen es mal klarer definieren. Aber dass Dave the Diver jetzt nominiert ist bei den Indie-Games, ist eben irgendwie nicht so fair den anderen Indie-Games gegenüber. Oder grundsätzlich allen Indie-Games gegenüber eigentlich, wenn du so willst.
sagen wir es so, es klingt jetzt vielleicht ein bisschen gemein, wenn ich das sage, aber ich würde es sehr bedauern, wenn Dave the Diver den Indie Game Award würde gewinnen würde, wo es einfach ein kleines falsches Statement gibt. Weißt du, was ich Ja. meine? Ja. Also, ich würde Dave the Diver gönnen, weil es ein geiles Spiel ist. Ja, das kann man nicht abstreiten. Aber ich finde, es sendet falsche Signal, wenn man sie gewinnen würde. Weißt du, was ich meine? Ja, true Weil that, es true halt that. einfach, aber es ist wie unfair. Es ist einfach, es ist ein geiles Game, aber dann uns bitte noch jemand anderes nominieren und nicht bei den Indie Games. Ja, auf jeden Fall. Also ich sehe das so wie du, es hat Mhm. jemand anderes hat verdient. Vor allem einfach auch die Leute, die das Geld brauchen. Fix. Wir sehen das auch immer wieder an Hero Fest oder Fantasy, wenn wir in die Indie-Booth gehen. Es gibt mega viele coole Ideen und Entwickler, aber die Leute haben alle ein Problem, und zwar, sie haben einfach kein Backing, sie haben kein Geld, Mhm. sie bekommen ihr Geld durch das, was sie selber zusammensparen. Genau, es ist Oder haben ganz oft eigenfinanziert. Genau. Selten mal haben sie wirklich einen Investor im Background, also Genau. im Nacken. Darum gibt es ja auch viel so Crowdfunding-Sachen, Kickstarter zum Beispiel. Ja, genau. True that, true that. Also einfach, dass sich immer bewusst sein, in diesen Indie-Games steckt meistens nochmal viel mehr Eigengeld und viel mehr Dedication, weil das ist etwas, wo man sich dafür entscheidet. Das vor allem. Bei der Musik auch, oder? Herzblut steckt drin, viel Liebe fürs Detail ganz oft und vor allem eben auch Mut für etwas mal Neues auszuprobieren, was man vielleicht so noch nie gesehen hat in einem Game. Und der Mut, finde ich, der darf ja eigentlich auch belohnt werden. Ich finde das mega cool. Ich glaube, aber für mich ist, ich glaube, das sage ich auch ein paar Monate mal wieder, für mich sind Indie-Games eigentlich so die Games, die die Gaming-Industrie irgendwann mal werden retten. Oder sie vielleicht jetzt schon retten. Die sind jetzt schon am Retten, ja. Sogar, Finde ja. ich. Weil, ich meine, wenn es Indie-Games würde geben, aber mit ihren innovativen Ideen und mit den neuen Game-Mechaniken und so weiter, dann hätten wir wirklich nur noch einen mega Einheitsbrei an Games und das wäre so langweilig. Ja. Genau. Weil du halt, eben, sobald du ein grosses Studio bist und sobald du AAA-Titel machst, bekommt das Ganze so einen Corporate-Geschmack, oder? Und sobald Es, etwas Corporate wird, ja, da geht es halt einfach wird nur es noch halt darum, ja, verkaufen. Profit. Ja, Genau, es geht wirklich nur verkaufen. noch darum, so viel Geld wie möglich reinzuholen. Ich meine, ja klar, es ist halt wirtschaftlich, fair enough. Ich meine, auch Hollywood-Filme sind ja genau so, die müssen ja auch Geld reinholen. Und das Ding ist Aber halt, eben, ja, was? Larian Studios hat jetzt eigentlich gezeigt mit Baldur's Gate 3, dass es eben, wenn es ein richtig gutes Spielkonzept ist, das halt richtig gut funktioniert, plus du setzt die Story so gut um und schaust, dass die Charaktere so well integriert sind in diesem Spiel. Also ich bin immer wieder überrascht. Wir sind jetzt im zweiten Akt, also ich kann gar nichts sagen, aber ich habe jedes Mal das Gefühl, wenn ich meinen Charakter, den ich erstellt habe, in dieser Cutscenes sehe, habe ich so Freude an dem, weil Das ich habe so das glaube Gefühl, ich. es hat alles übernommen. Es übernimmt meine Rüstung, weißt du, die ich ausgerüstet habe. Es übernimmt alles, was ich erschaffen habe. Und er hat eine eigene Mimik. Du hast wie das Gefühl, du hast einen Teil vom Spiel selber gebaut, weißt du? Jö. Es ist so schön, weil in vielen Spielen ist es so, dass wenn du einen Charakter erstellst, siehst du ihn entweder nicht in den Cutscenes oder er sieht wieder anders aus oder er passt überhaupt nicht rein. Aber dort ist es wirklich so, du kannst fast nichts falsch machen mit der Charaktererstellung. Und das ist Cool. wirklich ein mega, mega schönes Feature und es wirkt wirklich so, als hätte sich Larian Studios die Zeit genommen, die sie gebraucht haben. Das haben sie gemacht. Sie haben es mega früh Early Access gegeben, was aber gescheit war. Die meisten Leute haben dann gesagt, ich hoffe mir es noch nicht, ich warte, bis es fertig ist. Wir haben es genauso gemacht und ich bin mega froh, weil vielleicht hätte ich heute eine andere Einstellung. Aber Mhm. als ich das Spiel verspielen bin ich einfach eingetaucht und bis heute nicht mehr auftaucht. Also ich freue mich jeden Freitag wieder auf unsere Session im So Baldur's geil. Gate. Ja, Das aber ist so wirklich, soll es sein. So soll es sein. ja, Voll. Ah, genau. ja, die lieben Indie-Games. Ich frage mich vor allem, aber was du gesagt hast, so mit den Charakteren und die Liebe und so, ich habe gerade an Dings müssen denken, an Skull and Bones müssen denken. Ich glaube, also die sind ja richtig am strugglen. Skull Und and Bones, okay, ja. ja, und die sind ja richtig am strugglen und die haben so, irgendwie so oft ihre Richtung geändert, wie sie es jetzt effektiv wollen gestalten und machen und welche Game Mechanics sie jetzt einrichten und welche nicht. Und dann war es ja mal in ihrer Beta-Phase gewesen, und dann sind die Leute ja
richtig enttäuscht gsi, wo irgendwie gewisse Seeschlachten gar nicht hast können selber machen, sondern einfach automatisch ist, gemacht worden. Oder Insel-Raids, bin mir grad nicht mehr genau sicher. Aber Ja. ich habe auch das Gefühl, also es ist ja von Ubisoft, es ist ja kein Indie-Game. Aber ich frage mich halt wirklich so, sind die echt am strugglen, weil sie probieren, neue so Mechaniken einzubinden? Oder wie machen sie das? Es ist schon... Ja. Das kann man nie. Manchmal kommt es danach aus, gell? Ich meine, im Game ist, glaube via Game 2 nachher einen Einblick haben in die ganze Entwicklung und was eigentlich wirklich passiert ist. Aber dort ist es halt so in die Hose, dass wir halt einfach müssen, hey, ein paar Leute in Schutz nehmen und vielleicht auch das Studio selber in Schutz nehmen, dass die auch wirklich gestruggelt haben und viel Scheiße ist passiert, wieso dass das Game so verkackt ist worden. Ich hoffe, das ist bei uns Skull and Bones nicht das Ding. Ich finde, das sieht aus wie ein Game, das richtig cool wäre, wenn es umgesetzt werden. Also ich habe heute wieder den Trailer geschaut, ich habe fast vergessen. Also es ist wirklich, Eben. wenn du den Trailer so siehst, Und du als weckt so eine Piraten-Fan, Sehnsucht. oder? Du als Piraten Es weckt so eine One Piece-Fan, oder? Sehnsucht in dir. Ey, hör auf, Mann, ich bin so am Durchsuchten, das ist der Fall. Ich liebe es so sehr. So gemein. Ja, ich bin hart Fan geworden, muss ich wirklich sagen. Klein Steffi ist übler One Piece Fan mittlerweile. Wer hätte es gedacht? Nein, aber das ist super. Also ich meine, das ist doch gut. Also ganz ehrlich. Oder bin ich weiter? Mal, ich bin weiter, aber haben wir gesagt, oder? Ich bin über 1000 Folgen. Haben wir gesagt. Ja, Ich bin noch ich nicht habe über 1000. erst angefangen im September, aber ich bin jetzt bei Episode 700, geht noch lang. Also ich habe auch Gas gegeben. Nice. Ich überhole dich noch, Also, musst du schauen. das ist auch wirklich so. Aber ich finde es gut, weil ich habe selber mega Freude an dem Anime. Und ich finde es so sympathisch, dass du jetzt Schon noch, gell? so ein bisschen zum Anime-Girl wirst. So ein Was? bisschen. Zum Anime Girl? Hallo, ich habe schon immer Animes geschaut, aber ich habe nie Ja, groß darüber aber geredet. Ja, aber... Aber One Piece ich ist finde halt es schon next level. Also muss ich sagen, ich habe noch nie Anime geschaut, ob es so geflasht hat. Also, Okay. aber, Loot. Laut, genau. Sind Ja, wir fertig mit der Loot. Diskussion? Ist eine gute gewesen. Ja, absolut. Loot. Ich habe mir etwas zum Black Friday gekauft. Ja, Und zwar- habe ich gehört, ja. Ja. Habe ich gehört. Und zwar eine Xbox Series X. Ja, Aha. ich bin eine von denen, die sich noch eine Xbox kauft. Genau so eine bin ich. Ja, so eine bin ich. Genau. Gib ihm. Genau. Ja, ich habe mir eine Xbox Series X gekauft. Im Black Friday. Es war echt so ein guter Preis gewesen. Ich habe mir damals... Ich sage dir, warum du das gekauft hast. 4,69,90, ja. So ein guter sie hat noch Preis. 330 Franken gekostet. 330 statt 470. Und, also, vor allem, ich habe damals schon... 330, oh Ja. shit. Ich habe schon bei Switch OLED Zelda Edition gesagt, nein, ich habe noch eine Switch, ich brauche keine. Ich habe schon verzichtet darauf und es ist mir wirklich schwer gefallen. Und ich rede seit Monaten darüber, dass ich eigentlich gerne, also heisst Monate, eigentlich seit sie draussen ist, rede ich davon, dass ich eigentlich gerne eine Xbox hätte. Und jetzt habe ich gefunden, mal, ich gönne mir das jetzt. Und jetzt habe ich eine Xbox. Wie viele Controller hast 2. du? Ah. Einer war dabei gewesen und einen hatte ich ja noch gehabt. Okay. Und ja, ich habe mir gerade mal 36 Games installiert. Und ja, ich bin ein bisschen am Stillen. Entschuldigung, was? Wie viele Games hast du installiert? 36! Wie kann man so 36 Games installieren? Ja, warum nicht? Also, hast du echt den ganzen Xbox Game Pass Nein. abgeladen, oder was? Nein, ich habe mir so viele Indie-Games abgeladen. Ich habe mir viele von diesen Games abgeladen, die ich im Stream mal angefangen habe zu spielen, aber halt dann nie weiterspielen konnte, weil ich nicht mehr dazu bekomme. Und am PC kann ich halt irgendwie auch nicht mehr spielen, wenn ich den ganzen Tag schon am PC gehockt bin. Und ja, mit dem Game Pass kannst du das halt. Das ist halt verdammt geil. Der Xbox Game Pass ist halt wirklich nice. Yes. Darum habe ich mir einfach so viele Games geholt. Und ich werde unbedingt mal zum Beispiel Forza Horizon spielen. Ich werde unbedingt mal Assassin's Creed Origins spielen. Also anspielen, ob ich es wirklich zu Ende spiele, das sehen wir dann.
Also einfach mal ausprobieren. Oder auch Fable habe ich mir geholt. Guilty Gears. Keine Ahnung, ich werde das auch alles mal ausprobieren. Ja. Fair, also wenn du dir jetzt 36 Games hast, sag ich nicht mehr. Hat sich gut Also, gelohnt, hallo? nice. Hast du jetzt schon einen Favorit, den du viel spielst? Oder hast du Ich habe etwas, erst, ich habe erst ein paar... Was habe ich am Sonntag habe ich... Was habe ich, glaube ich, 4 oder 5 Games angespielt. Ja, das Ding ist, eCode Chains, ist, glaube ich, ein deutsches Spiel, also Pixel-Style, ist ein rundenbasiertes Strategiespiel. Das kommt dir noch gefallen. Mhm. ich glaube, ich habe von dem schon gehört, ja. Warum sagt man das etwas? Jetzt muss ich schnell tippen, Ja, ist okay, ist okay. Entschuldigung. Ja, ist okay. Ich verzeihe dir. Chained Ecos meinst du, ja? Du sagst das Ja, erst noch Chained falsch. Ecos, stimmt. Chained Ecos ist es nicht in... Ja, genau, umgekehrt. Ja, das habe ich schon gesehen, tatsächlich. Das ist, ja, es ist so ein bisschen Final Fantasy, aber im... Oder? Mhm. Du hast auch so eine Truppe. Ja. Genau. Aber ein rundenbasiertes Strategiespiel, yes. Sieht cool aus, also das ist ein bisschen wie... ein bisschen auch wie Fire Emblem, oder? Ja, voll. Voll. Ja. Liebe ich ja über alles. Ja, weiss ich natürlich, genau. dass du das liebst. Yes. Genau, eben das habe ich mir gekauft. Hast du dir etwas gegönnt? Ich nicht, die haben mir tatsächlich, was heisst nicht? Außer die Also ich Staubsauger. kann jetzt ganz ehrlich sein, ich habe mir nichts Game-mässiges gegönnt, aber was ich mir tatsächlich gegönnt habe, und da geht ein Shoutout raus an unser Audio-Team, ich habe mir einen Mikrofonständer gekauft und ein neues Mic. Nice. Zum Genau, für einen Bandraum, weil wir tatsächlich ja, immer wieder die Sachen von den anderen brauchen im Moment und ich habe eigentlich gefunden, so, jetzt kaufen wir unsere eigenen Sachen. Ja, fair. Und ich habe mir noch ein neues Mic gekauft, wo ich gefunden habe, hey, ich probiere mal etwas anderes aus. Das ist tatsächlich ein Levitt, heisst es, glaube ich. Ist nicht so eine berühmte Marke, sonst vertraut man eigentlich mehr auf Shure oder Sennheiser beim Mikrofon. Aber ich habe mal etwas anderes ausprobiert und es ist vom Preis her mega okay gewesen, hat mich gedacht. Und ich bin tatsächlich recht zufrieden, weil es ist ein Mic, das man vorne haben kann. Also weißt du, wirklich vorne, der Ah, Batteriesensor. ja, Eigentlich ja. solltest du das Eigentlich nicht nicht. machen. Aber ich mache das halt, Weil es halt blöde cooler ist. Angewohnheit, weil es halt Es sieht cooler geiler ist, aus. genau. Ja. Und weil es nicht aussieht, wie als würdest du Ja, eine ja. Klasse haben oder so. Hallo zusammen. Und dann habe ich mir halt so eins geholt. Und es performt recht gut. Es ist ein bisschen schwerer als fast jedes Mikro, das ich bis jetzt hatte. Und man ist, glaube ich, auch ein bisschen robuster. Und ich glaube, für Auftritte ist es eigentlich perfekt. Also, ich habe mir Nice. tatsächlich musikalisches Gear geholt. Cool. Ja, das ist so ein bisschen mein Laut. Genau. Very nice. Ja, was wir auch noch im Shop haben, wo ich noch darüber reden will, ist Super Mario RPG. Ich habe es ja letzten Freitag, für die, die es gesehen haben, angespielt bei uns im Stream. Nein, nicht letzten Freitag. Vorletzten Freitag war es am Release-Tag von RPG. Es ist wirklich mega herzig gemacht. Ist es cool? Es ist cool. mega cool, ja. Also ich muss sagen, es ist nicht wahnsinnig schwierig, weil es halt als Familienspiel ist, gell? Und jetzt nicht unbedingt so ein Hardcore-Gamer Game. Aber es ist wirklich cool gemacht. Also bis jetzt, das, was ich gesehen habe, ist sehr, sehr gelungen. Und ich wollte auch nochmal ansprechen, dass wir das auch bei uns noch im Shop haben. Also falls ihr es noch nicht habt, greift zu. Es ist ein Remake vom Original, das damals in Europa nicht ist erschienen. Nur in Japan und Amerika. Das hat es bei uns in der Schweiz nie gegeben, das Game. Und dass es jetzt endlich da ist, ist natürlich nice. Yes. Das ist echt cool. Okay. Genau, das haben wir natürlich, wie wir vorher schon angesprochen haben, haben wir ja Tekken 8, wo im Januar rauskommt, am 26. Und das haben wir natürlich im Shop für PC, PS5 und Xbox Series X. Und wir haben aber auch noch so einen Fighting Stick Controller. Ja, für die Hardcore-Sicher. Genau, für die Hardcore-Gesonnenen haben wir das natürlich auch bei uns im Shop. Genau. Yes, das. Also haben wir vorhin ja genug darüber geredet, müssen wir nicht mehr erzählen. Und was wir noch haben, ist Call of Duty und Modern Warfare. Auch für PS5, PS4 und Xbox One und Xbox Series X. Genau, das neue Modern Warfare COD. Dazu vielleicht noch schnell. Ja, es ist ein bisschen wie ein DLC vom 2.
Ja, es ist eigentlich genau das Gleiche. Es ist reworked. Das einzige Gute, was man sagen kann, ist, es hat die alten Maps wieder drin. Es fühlt sich eigentlich wieder an wie früher. Hat aber nicht viele Neuerungen und ist meiner Meinung nach, das ist meine persönliche Meinung, vom Preis her, der ist ja vorgegeben, Mhm. ähm, ist es einfach zu teuer für eine Vollversion, wo eigentlich keine ist, sondern eigentlich mehr Erweiterung ist. Von dem her, hier empfehle ich echt zu warten, bis der Preis ja, auf einen guten 50er oder vielleicht so 40, 30 runterfällt und dann könnt ihr euch das gut kaufen, weil es ist eigentlich ein solides MW3, aber es ist nicht revolutionär neu oder so. Also es ist wirklich, ja, das Einzige, was vielleicht cooler ist, ist die Grafik und eben vielleicht die Leistung und die FPS und so, aber ja, eben. Und gleich, wir haben es wieder. Und gleich haben wir es wieder. Ja, genau. Genau. Ja, müssen wir sicher mal noch diskutieren mit den Leuten, ja. Ach, ach. Aber ja, so, dann wäre es eigentlich gewesen für heute, würde ich meinen. Mit dem Podcast. Dann sind wir am Ende angekommen. Ich hoffe, es hat euch allen Yes. gefallen. Ich hoffe, ihr habt auch etwas Cooles am Black Friday euch können holen, können profitieren. Und Tatsächlich. dann war es das für heute. Wir würden uns mega Wünschen- freuen über Feedback. Ihr könnt auf Spotify zum Beispiel könnt ihr einen Kommentar da lassen, falls ihr es noch nicht gewusst habt. Genau, wäre Ja. mega cool. Ihr könnt übrigens auch, und hier ist Steffi sehr gute Mhm. Einleitung noch schnell, ich mache noch schnell Ja, erzähl. Shoutout. Ich habe heute unsere YouTube-Stats angeschaut, in einer kurzen Minute, und ich bin begeistert, dass wir bei Formaten wie Tech Talk oder auch diesem Podcast jetzt mehrere tausend Aufrufe haben. Langsam aber sicher geht es wirklich in eine coole Richtung. Es ist mega cool, wie ihr euch alle engagiert. Macht das bitte weiterhin. Geht unsere YouTube-Videos schauen, empfehlt sie den Leuten, tut sie weitersenden, tut sie in Gruppen posten, wo ihr seid. Weil ich und Steffi haben wirklich festgestellt, dass die Leute es mega feiern, aber halt einfach nicht davon wissen. Und nachher Voll. kommt immer so ein Kommentar wie, ah wow, es gibt Schweizer Streamer, es gibt Schweizer Gaming-Streamer. Mhm. Vor allem beim Troy habe ich das oft beobachtet, dass sie herschreiben, oh, der ist super, aber den habe ich noch nie gesehen und dies, das. Also bitte, wir brauchen euch alle, pusht das Zeug, versendet das Zeug, schickt es weiter, so kann nämlich Gaming bei uns auch wachsen, weil ihr wisst ja, für uns ist das hier auch ein Projekt, das ist unsere Arbeit und für das weiter Das ist mehr als nur erfolgreich unsere können zu führen. Arbeit, das ist unsere Leidenschaft, die wir hier machen. Genau. Und für das weiter können zu fahren, brauchen wir in dem Moment eigentlich auch einfach die Reichweite. Wir brauchen Voll. die Reichweite. Wir brauchen mehr Leute, die es kennen. Wir brauchen Leute, die sagen, oh, Brack kann ich immer wieder schauen, es sind geile Sachen, die unterstützen ich. Und einfach nochmal schon mal schnell von mir, from the bottom of my heart, bitte, bitte unterstützt uns. Es hat auch damit zu tun, dass wir weiter wachsen in diesem Bereich und vielleicht irgendwann besser sein als Digital Galaxus. Okay? Merci vielmals. Okay, das schneide ich raus, aber ja, ist gut. Du dann bleib drüber. Ja gut, merci vielmals für die schönen Worte, Nico, für die schönen Abschlussworte. Und ja, natürlich ist es so, die Szene muss wachsen. Dann würde ich sagen, merci vielmals fürs Zuhören und dann hören wir uns in 2 Wochen wieder. Ciao zusammen. Tschüss zusammen.